Ein Mann, der wir im Krankenhaus, der wir operiert wurde, und der hat nach eine Uhr, wenn es eine Uhr-Operation gekriegt hat. Und dann hielt er da erst eins, wer im Krankenhaus, der erst eins war in seinem Stuhl. Und dann sagt er, Doktor, wie sieht das, erst meine Operation geht gefallen? Und dann sagt die andere Person, nee, ich sehe nicht den Doktor, ich sehe Jesus. Was? Ich sehe gestorben, sehe ich im Himmel dann? Dann sagt er, nee, warte mal, ich sehe Jesus, ich sehe der, was hier putzen hat. Der Doktor wird bald kommen, beruhig dich bloß mal. Das gibt Personen, die heute Jesus, ich kann auch einen, was Jesus heute, ein paar Personen, was Jesus heute, einfach aus Nummer. Das kommt nicht so sehr von dass der Jesus heute in den Krankenhaus putzen hat. Wir wollen so viel, dass das Patient sich dann sehr verführen können, was sie jetzt alle im Himmel. Da wir haben diese Eden, die wacht noch wieder einem Doktor. Aber manche sind im Bereich, die wollen warten, die sagen, mit Jesus zu klären, was das ist noch der Krankheit, der Operation, oder eins, was kompliziert ist. Jesus zum Beispiel ist hier langweilig für einen Geschäftsmann. Jesus ist langweilig für eine Jugend. Jesus ist langweilig für jemanden, der noch das volle Leben hat. Das ist, was einzig glaube. Ich sage, mein Jesus ist nicht so langweilig. Wenn Jesus wirklich langweilig wäre und nicht kreativ wäre, dann hat er den Elefant und den Girub und den Krokodil, alles gekriegt, über reingemerkt. Das ist eine Fotokopie. Dann wurde die Welt in schwarzen Witt gemerkt, hat nicht so viel Farbe. Dann wurde zum Beispiel der Milch in den Mensch über reingemerkt oder der Flee. Aber der hat jedes so verschieden gemerkt, sogar von jeder Baum das Blatt, die hat kein Blatt, das ist das andere. Das sind alle verschieden. Wenn es Gott nicht langeweile will, und das Gott, was so kreativ ist und alles so interessant merkt, der macht auch Menschen, oft ein Jugendlicher ist, was in seinem vollen Leben ist, ein Jung oder ein Mädchen oder ein Kind oder ein Geschäftsmann oder eine Frau, was berühmt ist, der hat von allem was ganz Besonderes. Aber so viele, weil wir sagen, ja, das ist okay so, aber ich will noch mit warten. Ich will Maria oder Luther. Der beste Tag anzufangen ist von der und nicht das für Luther warten. Die Bibel sagt uns in Prediger, Kapitel 12, Vers 1 sagt es, denkt ihr an den Schöpfer während der Jugendzeit. Euer die schlechte Jahre kommen, und wo du sagen kannst, ich habe nicht mehr gefallen an das oder an Jant. Ich habe nicht mehr gefallen im Leben. Das ist, nee, das halt nicht mehr. Wie völkerhaften Jugendlichen haben mir gesagt, das mit Gott, das sehr gut, aber das ist nicht für mich, ich sehe noch die Jugend dazu. Wie völkerhaft mir eine ältere Person gesagt, das mit Gott ist sehr gut, aber das ist die Jugendliche. Ich sehe ein guter Mensch, ich brauche nicht Gott. Das kannst du mit den Jugendlichen, den dummen Jugendlichen, den kannst du das vertellen. Einmal kriegst du vielleicht die falsche Person das vertellen. Und Gott ist ein Gott für allem. Der ist nicht bloß für die Jugend oder nicht bloß für die Öle oder der im Krankenhaus wartet zum Sterben. Gott ist für alle Menschen und er ist so kreativ und er sagt, euer der Talent ist, dann fang an den Verhältnis mit Gott zu warten. Wer ist das bei dir? Wachst du über Talent? Da sage ich, no, ich will mit Gott in Ordnung sein und ich kann mit einem kreativen Gott das Leben auch genießen. Der ist nicht so langweilig, als ich mir das vorgestellt habe, sondern der hat viel Humor. Das kann ja an der Tiere und der Pflanze sein, an die verschiedenen Gesichter. So einfach das Leben mehr genießen mit Gott, in der ich eine Oase, eine Seele erlebe. Mach Gott die daran anleiten.